Ich mengen die Einzelanalyse goffen a 4 gedrohen, ich will sie nicht nein 4 drohen, dat wir döbeln Emploi. Wir hatten als RDR den 1. März den Tag von der Freiheit verlangt. Gut, dat das nicht kommen, mit das Milieus kommen, lo haben wir den 11. März und das lo durch do, und wir lassen da doch dann durchgehen. Wir begrüßen das Gesetz ausschließlich, weil es direkt viel Freiheit den nächsten Schritt gibt. Wir müssen aber trotzdem wachsam bleiben an der Zukunft, wer Donnerarbeit stärken. Mehr auch Einzelpunkte von diesem Gesetz haben es da nicht ganz überzeugt oder besser gesagt, Einzelfrohe bleiben nach oben. Als Ziel bleibt es, dass so viel wie notwendig Restriktionen sollen erkennen abgehoben gehen. An diesem Kontext stellen sich weitere Fragen von Kohärenz, zum Beispiel am öffentlichen Transport, wenn man Maskenpflicht an Zonenräumen allgemein abheben, für dann noch nicht am öffentlichen Transport. Hier fördern wir eine nachvollziehbare Argumentation und noch, dass wir die entsprechende Regelung im Ausland am mehr behalten. Dieselbe Frage stellen sich an die Gesundheits- und Pflegestrukturen. Welche Kriterien gehen hier herangezogen, für zu tranchieren, hier zum Beispiel Maskenpflicht beibehalten oder nicht? Natürlich wollen und muss man besonders die Vulnerablen schützen, aber auch alle Maßnahmen müssen immer proportional und rational zu begründen sein. Man muss für den Moment Risiken durch die Covid stark aufgeholt haben, auch an Zukunft denken und also auf eine eventuelle zukünftige Infektionswelle vorbereiten. Vielleicht ist der Covid rüber, vielleicht haben wir auch nicht mehr eine Pause. Alles das, was wir genau nicht. Wir dürfen dann nicht an die Schoß legen. Unserer Meinung nach müssen wir eine Reihe von Punkten an alle überdenken und diskutieren. Zum Beispiel muss man als Personaldecken am Gesundheits- und Pflegewesen nicht überdenken. Für das Ziel zu erreichen, müssen wir all mögliche Anstrengungen erhöhen. Zum Beispiel muss man nicht daran denken, für das riesige Defizit bei den Spitals- und Akutbetten abzuschaffen. Zum Beispiel muss man nicht die Betreuung von den Kranken an die Spitäler überdenken, Effekte verbessern. Der normale Betrieb an der Covid-Zeiten nicht immer assuriert gehen. Analysen, die zum Beispiel schlimme Erkrankungen hätten feststellen können, sind noch nicht geregelt gehen, bis es für eine mögliche Schälung von der diagnostizierten Krankheit vielleicht schon zu spät war. Patienten mit schlimmen gesundheitlichen Problemen sind, wenn sie positiv auf die Covid getestet werden, an einer Corona-Station verlasst gehen. Und das hat verschiedene Fälle dazu geführt, dass Covid-Erkrankungen als Priorität angesehen wurden. Behandlung von einer vielleicht noch nicht schlimmer Krankheit, zum Beispiel einer Krebserkrankung, wird dadurch nicht so durchgeführt, wie das müsste sein. So Situationen können natürlich auch tragische Konsequenzen haben. Muss man nicht lernen aus den letzten 2 Jahrzehnten? In dem Kontext sollten wir auf Forderungen von verschiedenen medizinischen Assoziationen angehen, die konkret Verbesserungsvorschläge geäußert haben, bei den spitalsübergreifend besser Koordinierung von Corona-Erkrankungen angeht. Die Idee von einem Covid-Spital oder Ähnliches muss noch einmal geprüft und noch vielleicht umgesetzt gehen. Muss man nicht auch als Prioritäten überdenken, von dem die krank an ihrer Leck geht, und natürlich auch die Leck, die an ihrer letzten Lebensphase sind. Muss man nicht doch darauf aufpassen, dass Patienten an den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nicht so drastisch isoliert gehen. Vielleicht kann dadurch ihr Lebensfried verloren, es soll auch kein müssen allein sterben. Ja, als Gesellschaft muss für ihre sanitäre Schutz sorgen, also sie muss auch ihren Verpflichtungen menschlicherseits nachkommen. Das gilt auch allgemein für die Sozialkontakte. Wird wirklich gerechtfertigt, dass man direkt nicht mal Christen Kind kommen sind, für sich mit ihren Liebsten zu treffen. All das Frauen verdienen es, dass man es Martinen nach einmal an aller beschäftigen. Herr Präsident, wir müssen in Zukunft besser vorbereiten, aber auch kritisch an aller Objektivität auf Vergangenheit zurückgucken. Kommt man mal wieder von den letzten 2 Jahren,
wie ein Impact hat der Virus, aber auch die Maßnahmen von der Regierung auf unser Gesundheitssystem, auf unsere Servicewelt, auf unsere Betriebe, auf unsere Gesellschaft, auf unsere mentale Gesundheit, auf unsere Grundrechte und auf unser soziales Zusammenleben. Wo haben wir richtig reagiert? Konnte Schlimmeres verhindern. Aber wie groß ist der Schaden, den durch übertriebenen oder falsche Maßnahmen entstanden ist? Das alles sollte man alle Ruhe überdenken. Ihr wisst, dass der sich regelmäßig gegen die Covid-Gesetze ausgeschwert hat. An Eisenach goufen es zu viele Unstimmigkeiten, zu viel Unlogisches, und man Verletzen von unseren verfassungsrechtlich garantierten Grundrechten als für uns immer nächst eine Rotlinie überschritten gehen. Viele Betriebe sind an Existenznot getrieben gehen, ohne dass aus sanitären Gründen nötig gewesen wäre. Dem Dependant gouf für lange Zeit nicht genug unterstützt, und noch was aber das ihre Statut muss verbessert gehen. Für das gouf es lange Zeit in den kleinen Kommerzen verbunden zu schaffen, über dem die Grenzen zu erfassen, hier deren dürften ablosen. Dasselbe zeichnet sich am Horeca-Sektor auf. Der Horeca-Sektor war kein Hotspot für Ausstechungen. Restaurants, Cafés und Hotelien haben sich über aufwendiges Material angeschafft, wie Plexiglas, Kunststoffauftrennungen, Mannerdischer und so weiter, und dann trotzdem gesagt zu kriegen, dass sie nicht dafür weiter schaffen. Hier im ganzen Arbeitssektor stört wieder die Mauerfähre gelos. Ein Selekt haben dadurch ihre Existenz verloren. Die psychische Gesundheit, besonders bei den Jungen, hat stark gelitten. Psychische Erkrankungen sind an die Luft gegangen. Auch hier muss nur geprüft gehen, ob all die Maßnahmen, die zu viel sozialer Isolation geführt haben, nicht disproportioniert werden. Auch als Grundrechte dürfen eingeschränkt gegen den Willen von der ADR, die die Überzeugung vertritt, dass als Grundrechte prinzipiell nicht dürfen auf Frage gestellt gehen. Für uns war es nicht zu tolerieren, dass die Regierung Kontrolle über den privaten Raum an Privatsphäre von Bürgern überholt hat. Während der ganzen Covid-Situation als Rechtsstaatlichkeit auf Frage gestellt gehen. Rechte wie Identitätsüberprüfung, die bis dato der Polizei vorbehalten waren, haben noch einmal müssen in einer Privatperson gemerkt gehen. Wir haben das immer refusiert. Wir müssen noch diskutieren, zusammen mit Wissenschaftlern von allen Bohren, wie rechtliche, finanziellen, ökonomischen und vor allem menschliche Schaden durch Covid-Maßnahmen an unserer Gesellschaft verursachen. Wir müssen wissen, was richtig und nötig war, aber was wir nicht mehr dürfen an einer Krisensituation dürfen machen. Nehmen wir mal so ein Bild machen, kann man in Zukunft eine ähnliche Situation am sanitären Bereich vorbereitet sind, von der wir alle hoffen, dass sie nicht mehr, wie man sie lokal tun könnte. All das Resultate von diesen Analysen könnten auch Einzelpunkte ganz sicher an den allgemeinen Pandemiegesetz ranlaufen, was wir befürworten. Herr Präsident, die Covid darf nicht weiter in eine Keil an die Gesellschaft treiben, und das so an uns alles dafür zu machen, für das man Lecknis zusammen kann fallen. Übrigens will ich nach immer die Förderung von der ADR wiederholen, dass die Impfpflicht muss definitiv vom Tisch sein. Die ADR ist war für freiwillige Impfungen und nicht für eine Impfpflicht. So nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit. Merci vielmals, Herr Engelen.